Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder in Project Cars und diesmal mit den GT3 Autos auf Spa unterwegs. Und wir haben einen Aston Martin. Eigentlich wollte ich zuerst einen McLaren nehmen, aber ich kam da ein bisschen zu spät in die Lobby. Dann ging es gleich los und ich hatte nur noch den Aston Martin zur Auswahl, also beziehungsweise es war schon war voreingestellt und ja. Jetzt muss ich mit dem Aston Martin hier auf Spa rumkurven, aber es ist immerhin Spa und ich mag Spa. Spa ist eine gute Strecke, das ist wirklich eine sehr, sehr geile Strecke. Nur habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass ich mit meinem Aston Martin ein bisschen langsam unterwegs bin. Abgelaufen. Wo ist der mit dem McLaren? Ich will es sehen. Der mit dem Bentley ist noch schneller gefahren. Also der hat 2 Minuten 18 und ich habe 2 Minuten 28, bin 10 Sekunden langsamer. Alter Schwede. Also da muss ich auch viel lernen. Aber mit dem Bentley zu fahren ist nicht einfach. Der Bentley ist scheiße zum Fahren. Okay, jetzt hat sie 2 blaue McLarens, weiß natürlich welcher der schnellere war. Wow, da hatte jemand einen sehr guten Start. Alter. Oh, hier so die ersten Kurven will ich einfach nur noch überleben. Da fährt mir ein Porsche in den Arsch. Und da habe ich noch einen BMW am Arsch kleben. Boah, was für ein turbulenter Start schon. Okay, jetzt sind wir weit nach hinten geflogen. Und da gibt es wieder den nächsten Zwischenfall. Wo ist der BMW? Er ist neben mir. Oh, es bleibt drinnen. Oh, soll ich... Oh shit, ja, jetzt bin ich da richtig falsch um die Kurve gekommen. Boah, ich lenke ein, das passiert nicht. Boah, 10 Sekunden Straflimit. Ja, das ist jetzt... Nicht so das Gelbe vom Ei. Habe noch ein Update installiert. Ja, ich war da ein bisschen an der Gruppe dran, aber boah. Oh, geil. Das gibt's ja wohl nicht. Schon wieder eine Tempostrafe. Da geht jemand an die Box, da hatte jemand offenbar ein bisschen härteren Schaden erwischt. Wir sind 9. von 12. Wir haben zum Glück ein bisschen... oh, was ist hier passiert? Ja, einfach eine Rauchwolke. Aber da küsst jemand einfach die ganze Zeit die Bande. Ich muss hier mit dem 5. Gang hoch. Was macht der Typ? Ist der Controller ausgestiegen? Okay, wir sind mittlerweile 8. Ich habe einen leichten Linkszug drin. Ihr seht, also im Lenkrad ist ein bisschen schief. Aber nicht so wahnsinnig schlimm. Also immer noch fahrbar. Und da dreht er sich weg und da sind wir 7.
Es ist schwierig, den McLaren einzuholen. Denke ich mal, also ich vermute es einfach, der McLaren ist viel schneller. Ich kann aber auch das Auto ein bisschen höher drehen. Ich schalte immer ein bisschen zu früh. Aber mit dem ersten Gang, um diese Schikane rumzufahren, geht ziemlich gut. Also ich kann bis auf 8000 Umdrehungen mindestens drehen. Wow, die Orange ist einfach geil. Boah, jetzt habe ich auf dem Curb abgebremst, das war ein bisschen riskant. Boah, das kann Zeit. Boah. Jetzt, weil ich am McLaren dran war, ein bisschen angesogen habe, macht mir diese Tempo-Zeitstrafe alles zunichte. Es ist ein bisschen schade, dass die Leute immer rausgehen, wenn sie weit hinten sind oder schlecht dran sind. Weil da fällt man auch automatisch ein paar Plätze zurück. Ach gut, gab keine. Dachte schon. Hier weiß ich nicht, ob ich mit dem 6. Gang so rumgehen soll. Keine Ahnung. Boah, jetzt bin ich die Schikane ziemlich falsch angefahren. In der Vorrunde, also Vorrunde war es viel besser in der letzten Runde. Gelb hier bei der Orange. War jetzt nicht schlecht. War jetzt definitiv nicht schlecht. Mal schauen, ob wir noch den McLaren irgendwo einholen können. Das ist die letzte Runde. Davon hat es einen Dreher gegeben. Könnte aber natürlich auch einer von der letztplatzierten Klasse sein. Das ist ein R8. Ich weiß nicht, was der für eine Position hat. Der ist vor mir. Wie konnte der so weit vorne sein? Also, der fährt jetzt eine ganz komische Linie. Ich
Ich weiß halt leider auch nicht, ob die anderen mit Fahrhilfen fahren. Ich weiß nicht, ob das akzeptiert wird in der Lobby. Es ist ja natürlich, ja, wenn jemand sagt, nein, ich fahre nur ohne Fahrhilfen, das wird das auch akzeptiert in der Lobby. Wenn jemand mit der Fahrhilfen fahren will, dann kann er sie aktivieren. Und ich darf ihn natürlich nicht so einfach auf die Tube latschen, wenn alles ausgeschaltet ist. So, jetzt hier letzte Gerade, aber ich glaube der R8, ich sehe wahrscheinlich nicht ein, der ist ein bisschen... So, ich wollte den gar nicht nehmen, ich wollte den McLaren nehmen, aber ich hatte keine Wahl, also ich kam rein und es hat mir einfach diesen McLaren, den Aston Martin hingestellt und musste den nehmen. Ja, das war auch ein bisschen knapp. Aber wenn sie vorne nichts mehr passiert, werde ich wohl den 7. Platz, ich verbremse hier mich noch ein bisschen, den 7. Platz, ja, oder den 7. Platz nach Hause fahren. Ja, ich weiß nicht, ein gutes Rennen war das nicht, also klar, wir sind weit hinten gestartet, sind jetzt zwar auf Platz 7 gekommen, das aber auch nur, weil ein paar Ausfälle hatten, immer gedreht, oder auch 2 mussten in die Box gehen, die hatten offenbar einen heftigen Schaden erwischt. Und ja, das war's, würde ich mal sagen, mit dem Video. Das war jetzt auch ein ziemlich langes Video, das geht 26 Sekunden jetzt gleich mal, also steht da momentan, sieht 27. Ja, das war ein langes Video, Qualifying plus Rennen. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn ihr das Video bewerten würdet, und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns einfach in einem anderen Video wieder. Bis dann, sage ich auf Wiedersehen und macht's gut und ciao.